Guten Dach mit Nene, da bin ich noch is mal wer. Und dat olle Schullesebuch von 1945 freigeben durch die amerikanische Militärregierung für die Schulen an Ende von Krieg heb ich noch ein paar Weihnachtsgedichte gefunden, die ich nur eben vorlese. Martin Greif hat das erste Gedicht geschrieben. Weihnachten. Ein Bäumlein grünt im tiefen Tann, das kaum das Aug erspähen kann. Dort wohnt es in der Wildnis Schoß und wird gar heimlich schmuck und groß. Der Jäger achtet nicht darauf, das Reh springt ihm vorbei im Lauf. Die Sterne nur, die alles sehn, erschauen auch das Bäumlein schön. Da, mitten in des Winters Graus, erglänzt es fromm im Elternhaus. Wer hat es hin mit einem Mal getragen über Berg und Tal? Das hat der heilige Christ getan. Sieh dir nur recht das Bäumlein an. Der unsichtbar heut eingekehrt, hat manches Liebe dir beschert. Das folgende Rötzelgedicht wiss keine Autor ob und es war Volksgut. Ich kenne ein Bäumchen, gar fein und zart, das trägt euch Früchte seltener Art. Es funkelt und leuchtet mit hellem Schein weit in des Winters Nacht hinein. Das sehen die Kinder und freuen sich sehr und pflücken vom Bäumchen und pflücken es leer. Wat heb wie früher als kleine Dötzkes noch lange glofft, dat dat Christkind die Geschenke bringt. Und wann morgens den Himmel rot löchten, dann wussen wie, dat die Engelkes an Plätzkes backen bünd. Pflicht wassen wie auch dorem gar nicht enttäuscht, wann nicht voll gaff to Weihnachten. Wie wassen glücklich, wann dat Puppenbette wenn nie anstrecken was und in dat Bette nie Bettbezüge auf die Puppe nie Kleidchen anhadde, auf et gaffne Pummelmüske, auf n gestrickten Schal. Ich kann mich noch gut an eine Strickjacke erinnern, die was ut dunkelrot Jutegorn, mit Romben vorne in die Förderdeele und an die Ärmel mit Noppen strickt und in die Romben hatte dat Christkind bunte Blümkes stickt. Von da gedenk ich, dat so ne jute Weste ja war nicht so besonders warm was in Winter. Apart, wie wassen ja den ganzen Dachbuten an Spöllen und hebt pflicht dorm die Kölde gar nicht so spürt. Anoraks gafft ja auch damals gar nicht. Höchstens ne Mantel und Wehrmachtsstoff. Auch lange Buchsen wassen für Maikes nicht möglich. Bloß lange Strümpfe mit Gummibänder, die an Liefkes faste Markt wassen. Et löppt mi von Tage noch kalt über die Rüge, wann ich an die frostkollen halfmornde Bomben an die Oberschenkel denke. Heiligabend gingen wie Kinder früher noch ne Stellmarkersfamilie in die Stadt, wo wir mit den Kinder Mensch ärgere dich nicht spöllen und den Altgesellen Onkel Jupp aus Äppel upschneet, die richtig lecker wassen. Wann wir dann 2 Stunden later wer nach Hussein göngen, kann ich mich an einen Sternenhimmel erinnern, die den ganzen Weg utlöchten. Da stören dusende Sterne über uns. An Huse was dann usen Wunschstoppen für uns Kinder tabu. Und wir mochen Nordbaden forts in Bette. Am nächsten Morgen gingen wir dann erst in die Karke, in die Ucht. Ich klöf so tegen 6 Uhr. Dann wurde in die Köcke frühstückt. Unser Papa stocken den Oben an, dat et in Wunschstoppen nachher putke warm was. Und dann gungt dat mit n grot Hallo in die beste Stoffe, wo den Weihnachtsbaum mit de Wachskarsen löchten, die Krippe upbaut was
und die Geschenke rundum lagen. Natürlich nicht so verpackt als von Tage. Nee, das war's früher nachhaltiger als nu. Um 10 Uhr gingen wir alle in vierliche Hochamt mit Chorgesang und eine große Menge Missdieners. Und dann waren wir pünktlich tot Mittag äten wir an Huse. Nachmittags stand dann Krippebekieken auf Programm. Meistens in die Krankenhuskapelle in Josefstift, wo noch so eine nütlichen Moor mit ne Sammelkästeken stön, die ivrig nicken, wann man Geldstück in den Schlitz schmäht. Und dann natürlich auch noch wer in use Karke. Nu fröch sich pflicht den einen auf andern, wann wir dann enkligs mit use neuen Geschenke spöllen droffen, wann wir so voll unterwegens wassen. Nu ja, die neue Mischke wurde upsatt, die Handschuhe und die Strickjacke antrocken und die Puppe mit dat neue Kleedken in den Arm mitnommen. Later an Huse gaf dann natürlich leckern Koken, use Mama ha ja als junget Wicht die bätere Köcke lehrt. Abends sungen wir dann noch Weihnachtslieder, die use Papa mit seine Klarinette untermalen, und damit ging dann unseren ersten Weihnachtstag zu Ende. Und dat die Kinder noch so ne Weihnachtstag als ne stehen in Bette vollen und schlepen, dat kann man sich ja was denken. Das nächste Gedicht kann ich noch utwendig und wisse auch noch voll von Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Wald, das Mützchen voll Schnee, mit rotgefrorenem Näschen. Die kleinen Händchen taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer, holtert und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Nase war's, ihr Schelmenpack, denkt ihr, es wäre offen der Sack? Zugebunden, bis oben hin. Es war gewiss etwas Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Nur noch ein Gedicht von Robert Reinig. Die Nacht vor dem heiligen Abend, da liegen die Kinder im Traum. Sie träumen von schönen Sachen und von dem Weihnachtsbaum. Und während sie schlafen und träumen, wird es am Himmel klar. Und durch den Himmel fliegen 3 Engel, wunderbar. Sie tragen ein holdes Kindlein, das ist der heilige Christ. Es ist so fromm und freundlich, wie keins auf Erden ist. Und wie es durch den Himmel still über die Häuser fliegt, schaut es in jedes Bettchen, wo nur ein Kindlein liegt, und freut sich über alle, die fromm und freundlich sind, denn solche liebt von Herzen das liebe Himmelskind. Wird sie auch reich bedenken, mit Lust aufs Allerbest, und wird sie schön beschenken zum lieben Weihnachtsfest. Heut schlafen noch die Kinder und sehen es nur im Traum, doch morgen tanzen und springen sie um den Weihnachtsbaum. Nur tot Ende heb ich noch ein kleines Riemsel, wat die Genügsamkeit von de früheren Kinder obwiest. Ei, du lieber heiliger Christ, komm nur nicht, wenn's finster ist. Komm im hellen Mondenschein und wirf mir Nüss und Äpfel rein. Das war's dann noch für 5 Tage. Ich wünsche alle frohe Weihnachtstage und Gott Segen für das neue Jahr 2026.